Herzlich willkommen zum Goethe-Zertifikat B2. Mein Name ist Johannes Gerbes, das ist meine Kollegin Evelyn Frey. Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Samira Safarova. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Aserbaidschan. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland. Dankeschön. Und wie heißen Sie? Ich heiße Stasha Zwijaj, ich komme aus Slowenien. Ich bin Psychologin von Beruf und ich bin in Deutschland seit Anfang Januar. Vielen Dank. Dann beginnen wir jetzt mit der Prüfung. Diese Prüfung hat 2 Teile. Im Teil 1 halten Sie einen kurzen Vortrag. Sie haben ein Thema ausgewählt und vorbereitet. Wir hören Ihnen zu und stellen anschließend Fragen zu Ihrem Vortrag. Wer möchte beginnen? Ich kann anfangen. Und worüber werden Sie sprechen? Also ich möchte heute über Ernährung am Arbeitsplatz berichten. Und noch ein Tipp, versuchen Sie möglichst frei zu sprechen und strukturieren Sie Ihren Vortrag mit einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. Bitte, Danke fangen Sie schön. jetzt an. Danke schön. Also ich finde, das Thema Ernährung am Arbeitsplatz interessiert alle heutzutage. Also wir leben in einer globalisierten Welt. Das Leben ist immer hektisch geworden und alle sind beschäftigt, auch in den Familien. Mutter und Vater sind immer beschäftigt und sie haben so wenig Zeit also füreinander. Und ich möchte zuerst sagen, und welche verschiedene Alternativen gibt es. Zuerst, ich sehe, dass ich beobachte, viele Menschen in Deutschland essen unterwegs und sie kaufen das Essen und essen unterwegs. Und in Aserbaidschan, wir essen immer, das ist für uns eine Regel, wir essen immer an dem Tisch und wir essen immer an den Tisch. Und ich möchte die verschiedenen Alternativen sagen zuerst. Zuerst unterwegs kaufen, zu Hause vorbereiten und mitnehmen, dann im Arbeitsplatz etwas bestellen, Und ich möchte sagen, dass zu Hause etwas vorbereiten und mitzunehmen ist billiger und gesünder, weil man kann im Supermarkt viele Lebensmittel billiger kaufen und also dann selbst zubereiten. Wenn man im Restaurant oder im Arbeitsplatz etwas bestellt, dann denke ich, man braucht viel Geld, als ich habe schon gesagt. Und unterwegs essen, ich bin nicht dagegen. Umgekehrt, ich denke, man kann damit also Zeit sparen. Also ich bin Ärztin von Beruf und ich denke, gesundes Essen ist sehr wichtig für Menschen, für die Menschen. Und ich bin dafür, dass Menschen die Lebensmittel kaufen und zu Hause vorbereiten und mitnehmen. Sind Sie fertig? Ja, ich bin Vielen fertig. Dank, Danke. das war sehr interessant. Ich hätte noch eine Frage. Sie haben gesagt, Sie sind Ärztin und wahrscheinlich werden Sie früher oder später in einem Krankenhaus arbeiten. Die meisten Krankenhäuser haben Kantinen, auch für die Ärzte und die Pflegekräfte. Würden Sie dann Ihr Essen von zu Hause mitbringen oder in der Kantine essen gehen? Ja, danke schön für die Frage. Und ich denke, Kantine ist eine gute Möglichkeit für die Mitarbeiter, auch für Ärzte. Und ich habe gehört, dass in Deutschland
gibt es viele Möglichkeiten in diesen Kantinen, auch Obst und Gemüse. Ich denke, man kann in den Kantinen also gesundes Essen und, also bekommen. Dankeschön. Haben Sie auch noch eine Frage an Sie? Ja. Meinst du, dass die meisten Leute essen gesund in Arbeit? In der Arbeitsplatz? In der Arbeitsplatz, ja. Ja, genau. Beispiel, ich lebe jetzt in Deutschland und die die deutschen Menschen leben viel und ich denke, vielleicht sie essen gesunder und kann man genau in der Arbeitsplatz gesunder essen. Das ist möglich. Danke. Ja, danke schön. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie mit Ihrem Vortrag beginnen. Worüber werden Sie sprechen? Über Finanzierung des Studiums. Und natürlich auch an Sie der Tipp, versuchen Sie möglichst frei zu sprechen. Wir hören Ihnen zu, stellen Ihnen anschließend auch Fragen und auch Sie bitten wir, möglichst zu strukturieren mit Einleitung, Hauptteil, Anschluss. Bitte. Okay. Danke. Also mein Thema ist, wie man sein Studium finanzieren kann. Es gibt verschiedene Alternativen. Man kann einen Kredit, einen Studiumkredit nehmen. Dafür zahlt er weniger Zinsen als mit normalen Krediten. Das denke ich, ist eine gute Möglichkeit für jeder, die nicht ein Studium leisten kann, zum Beispiel hier in Deutschland oder in anderen Ländern. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, ist auch weil mit Studiumkredit, weil man kann das auch erst nach dem Studium zurückzahlen. Dann, wenn zum Beispiel, wenn die Eltern das leisten können, dann können die auch finanzieren. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Für mich ist das nicht so Entschuldigung. Also nicht so interessante Thema, weil in Slowenien das Studium kostenlos ist. Wir zahlen gar nicht dafür und deswegen habe ich mich mit dieses Thema nicht so viel beschäftigt. Aber wenn ich zum Beispiel in Ausland studieren gehen möchte, dann ich denke, eine gute Möglichkeit für alle ist also selbst arbeiten und das Geld verdienen, um Studien finanzieren zu können. Eine Möglichkeit ist auch, für verschiedene Stipendien sich anmelden. Zum Beispiel in Slowenien wenn man im Ausland studieren will, dann haben wir ein Stipendium, die Deutschland für uns bezahlt, weil wegen Zweiten Weltkrieg, weil die waren in Slowenien, ja. Das finde ich interessant zum Beispiel. Also alle Möglichkeiten haben Nachteile und Vorteile, aber am besten finde ich also, dass man, wenn er schafft, selbst arbeitet, Erfahrungen sammelt und so bezahlt man das Studium. Ja, vielen Dank. Danke. Das war auch sehr interessant. Ich hätte natürlich auch an Sie eine Frage. Sie haben gesagt, in Slowenien muss man keine Studiengebühren zahlen, aber das Studium muss ja trotzdem finanziert werden. Die Studenten müssen ja wohnen, essen, leben und so weiter. Wie machen es denn ein Großteil der slowenischen Studenten? Die arbeiten. Also fast alle Cafés und Restaurants in Slowenien, da arbeiten nur Studenten. Weil Studentenarbeit ist, man zahlt keine Steuer dafür. Und so machen, also alle meine Freunde und alle, die ich kenne, die haben alle arbeitet, weil es ist also Eltern können das nicht leisten und deswegen alle Studenten arbeiten. Vielen Dank. Vielleicht haben Sie auch noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Und denkst du, dass immer nur arbeiten und
Arbeiten, man kann das alles schaffen. Also Studenten haben immer weniger Zeit. Sie brauchen Zeit für Studium, auch für sich selbst. Und können die Studenten das schaffen, das Arbeiten und sich selbst finanzieren? Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich denke, es ist klar schwieriger, aber wenn man studieren will, dann muss man das auch irgendwie finanzieren. Man braucht nicht so Vollzeit arbeiten, aber vielleicht zum Beispiel ein paar Tage oder über das Wochenende und mehr arbeiten, als wenn man keine Prüfungen hat, und dann, wenn die Prüfungen kommen, weniger arbeiten, und über den Sommer kann man mehr arbeiten. Das finde ich eine gute Lösung. Danke. Ja, vielen Dank. Das war der Teil 1. In Teil 2 führen Sie nun gemeinsam eine Diskussion. Es geht um die Frage, ob Studierende ihre Professoren offiziell beurteilen sollen. Erklären Sie, welchen Standpunkt Sie vertreten und warum. Gehen Sie dann auf die Argumente Ihres Gesprächspartners ein. Am Ende sagen Sie uns dann bitte, ob Sie dafür oder dagegen sind. Bitte beginnen Sie. Okay. Also wir müssen jetzt über das diskutieren. Ich bin der Meinung, dass die Studenten sollen auf jeden Fall die Professoren beurteilen, bewerten, weil dann die Professoren haben mehr Motivation und die sind unter Druck, die Unterrichten besser zu machen und sich zu verbessern. So kriegen dann die Studenten bessere Unterrichten und die lernen viel mehr. Was meinst du dazu? Ich bin also deiner Meinung. Meines Erachtens, Lernkraft spielt eine große und bedeutende Rolle, also beim Lernprozess, weil diese Lernatmosphäre bedeutet viel für Studierende. Sie sollen begeistert und motiviert werden. Stimmt, ja. Ja. Und alle haben Recht, etwas beurteilen und einschätzen. Und die Studierenden haben auch dieses Recht, denke ich, weil, warum Beispiel man studiert? Weil man will also seine Zukunft aufbauen und man benötigt eine gute Lernatmosphäre. Und was denkst du, wie können die Studierenden das machen? Das kann für die Professoren und die Studierenden Vorteile haben. Ja, also ich finde das, also zum Beispiel, ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Es war in Slowenien, war das lange Zeit, dass die Studenten die Professoren nicht beurteilt haben. Dann wir hatten die gleichen Professoren, die eine Arbeitsstelle für 20 oder 30 Jahre hatten. Ja? Die haben da gearbeitet, weil die hatten keine Angst, um die Stelle zu verlieren, weil niemand hat die beurteilt, und die hatten die gleichen Unterrichten gemacht für 20 Jahre. Hat nichts geändert. Das, denke ich, war ganz schlecht, also eigentlich für die Studenten. Und danach, als ich so im 3. Jahr war, die haben dieses System zu uns gebracht, also dass wir bewerten, wie gut eigentlich die Professoren sind. Und dann war echt ein Chaos, weil die Professoren hatten Angst. Aber für uns war viel, viel besser, weil die mussten mehr, die Professoren mussten mehr, wie sagt man das, bemühen sich, oder? Ja, sich bemühen, sich bemühen, ja, danke. Sich bemühen, um die Unterrichten zu verbessern und also mehr zum Studenten beizubringen. Also wie war das in Aserbaidschan? Beurteilt man die Professoren? Bei uns, oder? Nein, bei uns ist
also das ist ganz anders. Wir also dürfen nicht unsere Professoren oder Lehrer beurteilen. Ja, Okay. ja. Und, aber die Beurteilung finde ich, ja, du hast schon gesagt, die Beurteilung ist eine gute Möglichkeit, diesen Lernprozess und Lernatmosphäre zu verbessern. Aber die Beurteilung, denke ich, hat manchmal auch Nachteile. Ja. Beispiel, vielleicht ein Student hat eine nicht so gute Gefühle gegenüber dem Professor. Vielleicht Beurteilung kann nicht Wahrheit zeigen. Stimmt, ja. Und ja, und das ist auch Nachteil. Und denke ich auch anonym dieser Prozess Beurteilung, ich denke, muss anonym bleiben. Ja. Ja, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Prüfung. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre weitere Zukunft. Auf Wiedersehen. Danke. Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.